Grüß euch, der Fighter ist und schön, dass ihr wieder eingeschaut habt zu eurer Zock. Weiter geht's bei A Bavarian Tale. Wir müssen uns heute um einen Alois Pfister kümmern und da werden wir jetzt einfach mal schauen, wo wir den finden. Ich habe nämlich mal wieder keine Ahnung. Wolpertshofen, das ist schon mal wunderbar. Den Pfisterhof brauchen wir, der ist hier und da gehen wir jetzt hier. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir sind. Den brauchen wir. Da unten. Und wir sind gerade irgendwo da bei der Kirche, oder? Bei der Kirche. Bei der Schule sind wir. Wir sind da bei der Schule, glaube ich. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal Richtung Süden. So. Und dann schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Da geht es schon wieder gar nicht durch. Wunderbar. Und dann schauen wir, was wir rausfinden können über alles. Von dem Pfisterhof. Da geht's durch, hoffe ich. Jawohl. Einfach mal quer durch die Rabatte Richtung Süden zum Pfisterhof. Sehr schön, sehr schön. Das ist der Pfisterhof. Wer bist du? Kommen Sie mal her! Ich befehle Ihnen, hier rüber zu kommen! Häuschen im Scheißhaus. Fragliche Geräusche ertönen aus der kleinen Hütte. Hallo? Haben Sie gedient, mein Junge? Ich denke nicht, dass Rangordnung und Volksfantasien in exakt dieser Situation eine Rolle spielen, mein Herr. Selbstverständlich nicht. Ich knie von niemandem meine schöne Hose. Wissen Sie nicht, was eine Reinigung in der Stadt kostet? Ich mache das zweite, das finde ich gut. Sie missbrauchen ja eindeutig Ihre Position, mein Herr! Hören Sie mich an! Sie müssen einen Auftrag erfüllen! Ja. Ich, Johann Ulrich Logemann, muss umgehend diesen Ort verlassen. Allerdings liegt hier eine Misere im Raum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wovon reden Sie? Kommen Sie mal näher ran. Nein. Im stillen Örtchen murmelt der Mann unverständlich vor sich hin. Nach einer Weile streckt er seinen Kopf dem herzförmigen Guckloch entgegen. Er furzt. Eine unverkennbare Geruchswolke aus verdauter Weißwurst, Rahmschwammerl und Bier vom Vortag umgibt eine kleine Holzhütte. Ja, Woher kommen Sie? München. Bei Gott, welch Segen! Dann bin ich zum Glück nicht der Einzige hier, der kein Bayer ist. Moment. Der Monolog des Mannes steigt beiläufig eine Schmeißfliege in die Kabine auf und fliegt aus dem herzförmigen Loch auf. Dein Gesicht zu. Der Flugweg der Fliege berechnen und ausweichen. Mit dem Rabenschrei der Fliege Illusion vermitteln und einen räuberischen Vogel zu sein. Die Fliege emotionslos totschlagen. Ah, die hauen wir zu Brei. Kenny nix. Zusammengehauen ist gleich. Wenn wir jetzt keine 1 würfeln, ist alles gut. 6. Im Bruchteil des Flügels zerschellt der Fliegenkörper an deiner Faust. Es bleibt nur ein kleiner Fleck zurück. Verdammte Axt! Hören Sie! Ich war befehlshabender Kommandant. Ich bin ein Mann der Ehre, ein Mann der Stärke und ein Mann der Führung. Junge Männer starben unter meiner Leitung, in Hoffnung, mit Mut und unerschütterlicher Willenskraft. Und jetzt schauen Sie mich an! Wie soll ich so am letzten Tag vor Gott treten und Zeugnis belegen? So wie ich jetzt bin, bin ich eine Schande. Selbst die eigene Mutter würde vor jemandem wie mir den Stolz verlieren. Haben Sie gerade gefurzt oder war ich das? Ich würde Sie nun bitten, zu einer sachlichen Aussage zu kommen. Hören Sie auf zu labern und rücken Sie mit den Fakten raus. Ne, wir machen das erste. Ich habe meine eigene Scheiße am Schuh. Für etwaige Spirenzchen ist keine Zeit. Ich muss zügig auf Vordermann kommen. Es steht einiges auf dem Spiel. Ich habe einen dringlichen Termin. Ich kann und werde so nicht in der Öffentlichkeit stehen. Welcher Idiot hat überhaupt die Scheiße ausgebaut?
Ich fasse es nicht! Ich werde zum Gespött der Welt, wenn das hier jemals ans Tageslicht gelangt! Wenn meine Sinne nicht täuschen, dann ist einer Lebensmittelunverträglichkeit auszugehen. Erlauben Sie mir bitte die Rückmeldung. Es stinkt grauenerregend. Für dieses Sinnesorgan erfordere ich eine Schadensersatzzahlung. Würden Sie mir im Rahmen meiner privaten Forschung eine Probe Ihrer Fäkalien zukommen lassen, dann könnte ich sie gemeinsam mit dem Arzt der Frau Gschwendner, den lokalen Landwirten, verschiedenen Testpersonen und gegebenenfalls dem Pfarrer und Bestatter nach Antworten zu ihrer missärlichen Lage suchen. Alternativ akzeptiere ich auch Schweigegeld. Sie sagen mir einfach umgehend, was geschehen muss, und dann werden wir sehen, wie wir hier zu einem wundervollen Ergebnis kommen. Natürlich wird sie das etwas kosten. Das nehmen wir. Na, läuft nicht wirklich gut. Wie spät haben wir es? Ich weiß es nicht. Wir machen es nicht. Was soll ich machen? Es ist einfach wieder mal richtig kacke gelaufen. Ein Mann der Tat, das erkenne ich sofort. Aber was sind Sie für ein Mensch? Wollen Sie meine erbärmliche Situation zu Ihren Gunsten ausnutzen? Ja. Für den Bruchteil einer Sekunde öffnet sich die Tür und ein Fuß schnellt dir entgegen. Ein augenscheinlich stark mit Fäkalien beschmutzter Schuh streift dich. So, Freundchen, mitgefangen, mitgehangen. Wir sind hier in einer Situation des Nehmens und des Gebens. Sie nehmen jetzt folgende Zettel und dann geben Sie mir, was verlangt wird. Beschaffen Sie mir ein Schuhpflegeset, aber in Premium-Qualität. Der Schuh muss später aussehen wie geleckt. Wenn Sie das erledigen, dann werde ich Ihnen hilfreiche Unterstützung gewähren. Glauben Sie mir, ein Johann Ulrich Logemann weiß, wie die Dinge laufen. Aus dem kleinen Häuschen nimmst du ein variables Plätschern. Ich tue einen feuchten Furz hier für die. Und nun los, hier ist der Auftrag. Und dann noch was gegen Ihren Gestank. Ich habe nicht vor, dir zu helfen. So, wer bist du? Du hast keine Nummer nicht. Bist du eine Nummer? Ah, nicht. Kann man da irgendwas mitnehmen? Ah, nicht. Okay. Ist mir jetzt relativ egal, der Typ. Ich stinke. Verdammte Axt. Okay, wäre dann der Pfistenhof. Jetzt müssen wir aber trotzdem irgendwas... So eine Kacke aber auch. Jetzt müssen wir ja erst schauen, dass wir irgendwas... Ah, leck mich fett. Füße ist ein wenig hochgepusht. So, dann schauen wir mal, dass wir... Wo kriegen denn wir jetzt ein Reinigungsset her? So mit mir stingern. So ein räudiger Scheißdreck. Haus des Polizisten. So ein Polizistenhaus auch gleich entdeckt. Das finde ich sehr schön. Wir haben uns noch gar nicht richtig umgeschaut, habe ich so das Gefühl. Wanderroute. Wir gehen jetzt erst einmal, ich muss, keine Ahnung. Wir haben schon ganz viel Zeit gesammelt, vielleicht können wir das selber herstellen. Da ist eine Werkbank. Benutzen. Laterne auffüllen und Puppe. Ja, das wird wohl nicht reichen. Gehen wir mal zu Zenzi und deren. Mal schauen, ob es uns mit uns handeln kann in dem Bereich. Frau Gschwendner bedient auf der Terrasse die Frau Gschwendner. Wenn so gut wir können guten Morgen, wenn ich mögen, wir können handeln. Hier. Ich würde gerne etwas kaufen. So, Rezept Seife. Schuhpflegeset. Wie viel Geld haben wir? Wir haben aber nicht viel Geld. Das ist natürlich tragisch. Ah, nee. Ah, nee, warte. Ah, Inventar, wir haben doch hier Rezept lernen. Rezept lernen. Ah, das ist einfacher gewesen. Da hätten wir mal drauf gemeckert. So, jetzt schauen wir, was wir brauchen dafür. So, Seife. Für Seife brauchen wir Knochen. Wo kriegen denn wir Knochen her?
Und fürs Schuhpflegeset haben wir alles. Das ist gut. Sehr gut. Laternen auffüllen. Wir haben keine leere Laterne. Okay. Dann brauchen wir jetzt noch einen Knochen. Wo kriegen wir jetzt mehr einen Knochen her? Ich hätte da eine Idee. Wenn wir mit dem Doktor handeln, vielleicht hat der Doktor Knochen. Dann müssen wir keinen... Guten Tag, Herr Schweighöfer. Sprech verlassen. Nein, mit dem können wir nicht handeln. Kerzen. Ja, ich möchte eigentlich ehrlich gesagt nicht, aber ansehen. Weggehen. Okay. Geht nicht. Wo kriegen wir jetzt einen Knochen her? Wer bist du? Hast du einen Knochen für uns? Du kannst nicht mit uns reden. Einen Knochen? Wo kriegen wir einen Knochen her? Also grundsätzlich mal gute Idee, glaube ich, ist schon der Friedhof, aber das wäre schon irgendwie schäbig, oder? Hm. Markt. Markt ist gut. Aber der. Grüß Gott, mein Name ist Valentin Schmidt. Friedel Güttinger. Grüß dich. Aber sag einfach Friedel zu mir. Wie kann ich heute helfen? Ich würde gern die Waren sehen. Knochen. Immer gleich 2 Kaffee. Man weiß ja nie. Dankeschön. Einfaches Brillenpflegeset, Schuhpflegeset, Seife. Das haben wir schon alles. Wasserschleifen. Wir haben halt auch wirklich Frühzeit, gell? Hammer haben wir sogar 2. Stein haben wir 5. Hammer, da die gerne an verkaufen, dann haben wir mehrere Geld. Schmieröl. Bier. Zwiebel. Salz. Leder. Ich weiß natürlich nicht, was wir brauchen. Eisendraht. Ja, ja, ja. Wieso kriege ich da jetzt nur 66? Nee, egal. Dankeschön. Werden wir jetzt ärgern. Los, na. Das ist unfassbar. Unfassbar! Kiste nehmen, alles nehmen, war Leertaste. Zack. Sehr gut. Da ist eine Werkbank. Das ist keine Werkbank, an die darf ich nicht ran. Keine Werkbank. Für eine Werkbank. Werkbank benutzen, jawohl. Seife. Herstellen. Da wäre wieder so ein blöder Titel. Nein, ich habe keine Lust, diesen blöden Titel zu lesen. So, jetzt schauen wir mal Inventar. Seife benutzen. Wir sind wieder sauber und waschen. Dann fetzen wir jetzt zu dem Scheißhausinspektor zurück. Scheißhausinspektor. Ich glaube, so nennen wir die Folge. Der Scheißhausinspektor.
Was für ein räudiger Mist, echt. Hier, Fraglich Geräuschen. Herr Logemann. haben Sie das Premium-Schuhpflegeset? Der Ja, Herr soll Sie Ihnen danken. Geben Sie mal her. ich will aber noch mehr Geld. Bei Gott, an der Front hätte ich Sie an die Spitze gestellt. Mit Mir doch einem egal. gemalten Fadenkreuz auf der Stirn und 20 Tagesration Lebensmittel an Ihren Körper genagelt. Für einen Menschen Ihrer Abtrünnigkeit gab es nicht mal im tiefsten Mittelalter ein Wort. Und jetzt hör damit! So, dann wollen wir mal sehen. Im Inneren der kleinen Holze beginnt es zu rumpeln. Vereinzelt knarrt altes Leder und auch noch die ein oder andere Furz findet seinen Weg in dein Ohr. Eine Bürste raschelt auf ledernem Untergrund, der Geruchspegel steigt. Sagen Sie, haben Sie auch schon mal davon geträumt, einen Menschen zu töten? Ja, Neulich, als ich diesen Ort erreicht habe, da hat mich bei der Kuhweider Mordseingang so ein ekelhafter Typ hat gefangen. Sah aus wie eine Mischung aus typischen Bayer und Schlachtfeld. Fresse wie Noxe, dünn und mit Glatze. Seltsamer Mann. Der hat mich in diese Lage gebracht. der Geruch erzählt eine andere Geschichte. Lassen Sie mich vielleicht mal ausreden. Er hat gesagt, dass er im Auftrag eine Kuh entführen soll. Allerdings hat das wohl nicht geklappt. Zumindest hat er eine sehr unschöne Wunde im Gesicht. Sah aus wie ein Huf. Naja, man kennt es. Der Klügere gewinnt. Auf jeden Fall war er so frustriert, dass er mir meine Brotzeit geklaut hat. Dann ist er abgehauen. Richtung Westen. Muss wohl ein Räuber gewesen sein. So ein bayerischer Nichtsnutz. Wie Sie sagen, der Klügere. Schweigen Sie! Ich hatte einen solchen Hunger, dass ich mich der Wirtshausküche annehmen musste. Es war bereits nachmittags. Also habe ich mir ein paar Weißwürste genehmigt. Naja, und was dann geschah, erleben wir hier ja gerade gemeinsam. Ich habe noch nie einen Menschen so sehr gehasst. Mein Darm fühlt sich an wie 20 Jahre Krieg. Weißwurst nach der Mittagszeit ist. Weißwurst nach der Mittagszeit ist. Ich weiß schon genau, warum die Bayern als arrogantes und selbstverliebtes Völkchen betrachtet werden. Wissen Sie, warum das so ist? Nein. Weil es stimmt. Alles, was ich will, ist, dass dieser Hund mal eine Lektion lernt. Und zudem möchte ich meine Brotzeit wieder. Nochmal so ein Fraß und auf meinem Grabstein wird nichts stehen, da ich mich in diesem Lokus hier selbst beisetze. Die Hälfte meines Körpers ist gefühlt schon Teil Wolpertshofens. Holen Sie mir bitte meine Brotzeit aus dem Räuberlager. Die muss da irgendwo sein. Und wenn Sie da einen dieser ekelhaften Kreaturen begegnen, dann scheuen Sie sich nicht, ihm im Namen von Johann Ulrich Logemann das Gesicht umzukrempeln. Mach Hier dein haben Sie alles, was Sie brauchen, um eine Brotzeit zu finden. Und scheuen Sie sich nicht vor Gewalt. Tun Sie alles für den Schinken. Mach halt dein Scheißdreck galore. Und nun ab die Post. Sagen Sie, haben Sie nicht versprochen, dass Sie mir Unterstützung geben wollen? Sie fordern ganz schön viel für so eine kleine Gefälligkeit. Sie wissen doch, nehmen und geben. Na gut, aber dann beantworten Sie mir eine Frage. Was ist die schlimmste und erniedrigendste bayerische Beleidigung, die Sie kennen? Damischer Saupreis, du Damischer. Schleichte, du Freibierlädchen. Kleiner Knirbiesler. Präpotente Watschenfresse. Den finde ich schön. Du Ohrkopfter, Kopfader Nasentraller. Ah, wir nehmen den. Das ist gut. Ja, in Beißmann weiß man, wie der Hase läuft. Ich habe ihn doch noch gar nicht geantwortet. Wo den nehmen wir? Den finde ich super. Sie sind ein wahrhaft seltsamer Mann. So ein Verhalten werde ich nicht belohnen. Erfüllen Sie einfach Ihre Aufgabe.
Unbemerkt die versprochenen Gegenstände klauen, schauen sie hinter ihnen. Ein dreiköpfiger Affe. Boah, das ist so schön, das müssen wir nehmen. Hä? Was war das? Noch mehr klauen. Da ist er doch. Ich sehe nichts. War nur Spaß. So, wir haben wieder einen Punkt bekommen. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich ihn klicken müsste. Deswegen machen wir das immer über das Inventar. Ausstrahlung nehmen wir. Diesmal machen wir Physis. Diesmal fangen wir von unten an. Preuße auf dem Scheißhaus. So, was ist jetzt unsere Aufgabe? Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Mach das weg. Ah, okay. Unfassbar. Echt unfassbar. Der Mann verlangt eine Brotzeit nach seinem Rezept. Er bat mich, im Räuberlager zu suchen, da sich irgendwo im Wald westlich vom Dorf befindet. Dort ist bestimmt etwas versteckt. Ich benötige eine Breze, einen Rettich, 2 Schinken und 4 Bier. Wir könnten ja mal jetzt einfach testweise. Herr Logemann, sind Sie noch da? Mit jeder Minute weniger. Aber ja, haben Sie mein Essen gefunden? Nein. Dann suchen Sie. Suchen. Okay. So. Das ist Richtung Osten. Meine lieben Freunde, nur mal so am Rande. Ich fand, das ist eine wunderschöne Folge. Wir nennen diese Folge den Scheißhausinspektor. Und ja, ich finde, das ist tatsächlich was. Dann werden wir uns das nächste Mal erst um die Brotzeit kümmern. Und dann schauen wir, wie weit das wir kümmern, dass wir vielleicht noch an Pfisterhof gingen. Aber Priorität 1, die Brotzeit vom Scheißhausinspektor. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann lasst mir einen Daumen da, ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und mir dazu freuen, wenn es mal was in die Kommentare schreibt. Wie zum Beispiel hättet ihr reagiert, wenn euch ein Scheißhaus anspricht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es ist hauptsächlich. Pfiat euch und Papa, der Fighter.